Guten Morgen zu Ihnen alle. Also, das ist wirklich eine große Freude für Tina und ich, hier zu sein. Wir sind hier für 2 Wochen gewesen. Wir hatten das fertig mit der Lehrerschaft zu sein für ein paar Tage. Hat uns sehr schön gegründet, wir sind sehr gesehen damit. Und wir haben auch die Gelegenheit gehabt, mir von Ihnen persönlich zu begegnen. Und viele haben noch nicht Gelegenheit gehabt. Die Zeit geht sehr bosig vorbei, aber wir sind sehr dankbar für diese schöne Zeit, die wir haben hier besonders mit unserer Familie. Gott redet in seinem Wort von den Sehen von Kinder, ihre Kinder sein. Das haben wir wirklich erfahren, all über diese letzten 2 Wochen. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Uns redet zu sein, was der Herr hier in Juni mehr tut. En te hören, was der Herr in jullie leven staat. En wanneer ik mijn tijd had, wil ik met mij mittelen wat der Herr in Campeche deed. En ik wil me besonders bedanken aan jullie voor jullie gebeden. Der Herr is ohne Arbeit. Der Herr deed grote dingen. Der Herr biedt zijn Gemeinde hier ook dort so. En wir sind Gott dankbar für das Fertig, ein Port davon zu sein. Und die sind auch ein Port davon, indem die beten für uns und für die Arbeit dort in Campeche. Weil die Mutter sprechen, wieder im Gebet anholen zu bleiben, was die Trompete bloßt und der Herr kommt, und dann wollen wir alle taub sein und hören, was der Herr alles getan hat. Für das Morgen will ich mit Ihnen ein Wort mitteilen aus Gott sein Wort, was ich glaube sehr, sehr wichtig ist in uns Leben. Eine von den Eigenschaften, die Gott uns gegeben hat, indem er uns in sein Ebenbild gemerkt hat. Ich weiß nicht, was durch Ihre Gedanken geht, wenn Sie denken, dass wir sind in Gott sein Ebenbild gemerkt. Und was denken wir, wenn wir denken an sein Aufbild, oder Ebenbild? Aber eine von den Eigenschaften, glaube ich, was vielleicht das geradste und das stärkste ist, was Gott uns gegeben hat, was er selbst auch hat, und das ist uns Wollen. Gott hat uns gemerkt mit einem freien Wollen. Gott respektiert unseren Willen. Er wird nicht gegen unseren Willen in uns Leben tun. Er wird die Umstände in uns Leben anbringen, um uns willig merken, aber er wird nicht gegen unseren Willen tun. Wir haben ein Beispiel in Adam, in Eva. Sie horchten nur den Lea, und es steht nur Gott sein Wort. Und dann erfuhren sie die Frucht von ihrer Entscheidung, und dort wir die Tod. Noch ein Beispiel habe ich in Noah. Noah wählt sich, nur Gott zu horchen, in den Strom von Gerechtigkeit zu leben, nur Gott sein Willen, und erfuhr die Frucht von Leben. So, Leben in Tod hat zu tun mit unseren Willen. Gott stellt beides für uns. Und er ruft uns ab, wir sollen uns Leben wählen. Aber der Wohl lädt er ab zu uns, weil er auf uns einen freien Willen gegeben. Wir haben von der auch die Freiheit zu wählen. Gott ist treu und gerecht und er wird uns im Verrückt sein, was die Frucht in die Folgen worden sind von unseren Willen, wenn wir den nur gehen, auch wenn wir sein Willen nur gehen. Wir können wählen, als ich sehe, er ist
klar en true dat hij ons dat al en vooruit zijn dat, zodat we kan een wijze entscheidung maken. In Johannes kapitel 7, vers 16 durch 18, redet Jesus zu den Menschen, wo du neugierig werden. Und als sie kamen nach ihm und sie sagten zu ihm, bist du der Messias? Sei uns doch mal klar. Und dann sagt Jesus, ich habe ihnen das all gesagt, aber die glauben mir nicht. Und dann sagt er auch noch, wenn die auch nicht meine Wert glauben, aber glaubt doch an die Worte. Laut dort dient überzeugen, dass ich da sehe, was da kommen soll. Aber die Menschen werden nicht wahrlich. Wenn Johannes 7, Vers 16 durch 18 sagt, Jesus antwortet an und sagt, meine Lehre ist nicht meine, aber den Sinne, der mir geschickt hat. Und wer den Sinn wollen, tun will, wird bald uitvinden, of diese Lehre von Gott ist, oder ob ich von mir selbst rede. Wer von sich selbst redet, sagt seine eine ihr. Wer von den seine ihr sagt, der am geschickt hat, der ist wahrhaftig, in den ist keine Ungerechtigkeit. Wann wer weiten will, of diese Lehre von Gott ist, sagt er, wird bald uitvinden. Wenn du weiter geboren bist, dann hast du das all uitgefunden. Als du denen vertrauen, wegnimmst von deinen eigenen Worten und von deinen eigenen Familien, und du denen vertrauen, ob Jesus sagen lässt, dann fängst du dort aus, dass er die Friede gibt, die erfüllt hat. Er sagt, wenn uns wir weiten will, auf diese Lehre von Gott ist, die wird bald uitvinden. Wenn wir einmal uns vertrauen auf einem Saten, wie glauben, was er gesagt hat, dann erfahren wir dort, dass es wirklich so ist. Wenn wir nicht volle Vertrauen auf einem Saten, dann sind wir immer zweifelig. Dann straucheln wir immer mit Zweifel. Wird das so sein? Ist das wirklich so? Na, ich fühle nicht so. Und dann sind wir verzweifelt. Aber wenn wir uns vertrauen auf sein Wort sagen, auf einem sagen, sagt er, wo wir bald uitvinden, ob diese Lehre von Gott ist oder nicht. In Matthäus 23, Vers 37 und 38, Jesus hat all viel Zeit gespendet in Jerusalem. Er hat viel gelehrt, öffentlich manche Menschen, im Tempel, und wo immer die Gelegenheit hat. Aber die Menschen wollen nicht am Glauben. Und da seht ihr, es steht in Matthäus 23, Vers 37 und 38. O Jerusalem, Jerusalem, der du die Propheten dort merkst, und die steinigst, die geschickt wurden, wofern habe ich die Proft, so zu sammeln, als eine Kluck sich die Kickel unter die Pflichten sammelt. Aber du leidst dort immer nicht, du wirst nicht. Deswegen wird dein Haus zu einer Wildnis werden. Er redet von ihrem Tempel, wo sie sich so sehr abspatzen leiden, wo sie so herrlich holen leiden, und über den nicht herrlich hielten, nur wem das allerhand dienen leid, für wem das ein Anbetungsplatz sein soll. Dus vorher hat Jesus gesagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Aber hier seht ihr, dein Haus wird ladig gelassen worden. Wo wir? Sagt er, willst die wollen nicht, nur mich kommen als ich, den Proud nur mich zu tragen. Er respekt ihren Willen, aber er sieht was die Folgen würden sein davon. In 2. Petrus Kapitel 3, Vers 9 sagt uns dort, wo Gott so geduldig und barmherzig ist mit uns Menschen,
die wir oftmals unseren eigenen Willen nur gehen tun. Das sagt in 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr vertragt sein Versprechen nicht so lang, so als einige meinen, er hat bloß Geduld mit jünt, bis er will, dass alle Mann sich abmerken soll, und dass keiner verloren geht. Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Er hat in jeder einen in sein Ebenbild gemerkt, hat uns live und hat einen Plan für uns, dass wir sollen geraten werden. Aber er wird das nicht tun, gegen unseren Willen. Er wird kein Mensch raten, gegen den sein Willen. Das ist eine wunderbare Idee, du über nur zu denken. Dort will Gott uns in sein Ebenbild gemerkt hat, mit einem freien Willen, er spart unseren Willen. Aber immer weiter trägt er uns, raubt uns ab, bringt uns in Umstände näher, sodass wir mal selten willig wollen, seinen Willen zu tun. Sodass wir wollen ansehen, sein Willen ist viel besser als unser. In Johannes 1, Vers 11 und 12, in 13, sieht Jesus es dit. Dat sagt von Jesus es dit. Er kam nur das Sinje, aber die Sinje, die nehmen Arm nicht ab. Aber all die Arm abnehmen, in uns seinen Namen bleiben, gef er die Macht, Gott seine Kinder zu werden. Die sind nicht durch Blut, und nicht durch fleischliches Verlangen, und nicht durch irgendein Mann sein Willen geboren. Nee, die sind von Gott geboren. Er kam nur seine eigenen, aber seine eigenen, die wollen am nicht. Die große Mehrheit. Aber die, die am wollen, sagt er, die gef er die Macht, dass die können Gott seine Kinder werden, die uns seinen Namen leben. Und sie sagen, die sind nicht durch Menschenwillen, aber durch Gottes Willen von Gott geboren. Wer immer nur ankämpft, sagt er, was er nicht trägsteiten, will sein Willen ist, dass in jeder einer soll geraten werden, aber der muss dort anwählen. Die Folgen von unseren eigenen Willen nur gehen, so wie immer waren, und wir haben so viele Vorbilder in Gott sein Wort, wo das handleiten wird. Ein Beispiel von was er uns sagen wird in 1. Timotheus 6, Vers 9, sagt er über die durch Wellen reich worden. Das meint, die bloß wollen, die Dinge von dieser Welt, da wird uns nu scheinjet, schmacklat, scheinschmeckt, gut geht, bloß nur dort streben dann, nur dort verjäntelt, sagt er, die fallen in Versicherungen und loten sich von aussendigen Lasten schlängen, die Menschen in dort verdorben und in der Verdammnis rieten. Die du wollen, die Dinge von dieser Welt haben, die wird du nur streben dann. Sagt er, die fallen in viele Versicherungen, in Schwierigkeiten nennen, und die bringen an in die Verdammnis nennen. So war dort erst, wo der natürliche Mensch nur streben wird. In 2. Thessalonik 1, Vers 7 und 8 sagt er, wenn der Herr Jesus mit seinen gewaltigen Engel vom Himmel kommen wird, in ein flammendes Feuer, dann werden die gestraft worden, die von Gott nicht weiten wollen. In nur das Evangelium von unserem Herrn Jesus nicht horchen wollen. Wer wird bestraft werden? Die, die von Gott nicht weiten wollen.
Wir haben die Freiheit. Wir haben den freien Willen. Wir können Gott zu sich schieben. Wir können even uns einbilden, dass du erst kein Gott. Wir haben die Freiheit. Wir haben den freien Willen. Aber er sagt, wenn er wird kommen, dann wird er dich strafen, der wird nicht von Gott weiten Willen. Der wird ihren Willen nicht abgegeben haben, wird sich nicht gebaut haben, in seinen Willen angenommen haben. Der wird er strafen. Und der wird von dem Evangelium nicht weiten wollen. Er gibt uns dort hier ganz frei, öffentlich die Folgen, wird von durchkommen, oder durchabkommen, wenn wir unseren eigenen Willen festhalten. Der Apostel Paulus, Paulus wie, als er noch Saul heiten deed, der iwert sehr, mit alles, was er hat, nur seinen einen Willen nu, in der Christus seine Gemeinde verfallen. Nicht mehr bloß nur in Jerusalem, wo er wohnen deed, aber weit und breit alle Wegen, wo er hielt, wo Menschen wären zum Glauben gekommen und Jesus Christus durchreist haben, in die zu verfallen. Dort wir sein ganzes Hand geben, sein Willen. Das, was er deed. Und er sagt in Apostelgeschichte 9, von 3 durch 6, dass wir aus dem Weg nach Damaskus wir, sagt er, und als er dann durchhin reist, passiert dort, als er dicht bei Damaskus kam, scheint am Arm Opferhafs ein Licht vom Himmel, und er fiel auf die Erde, und hielt eine Stimme, der sagte ihm, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagt, wer bist du, Herr? Er kann den Herrn nicht. Ich lese hier aus der Königsbibel, du hast einen Satz, was die andere Plattdeutsche ausgelassen haben, ich weiß nicht, was von der Ursache, aber anyways, als der Herr einmal begegnen deed, und er dort antwortet, und er fragt hier, Herr, wer bist du? Sagt du in Vers 5, und der Herr sagt, ich sehe Jesus, den du verfolgst. Dort ist die Schwur jene Stachels zu schlagen oder zu hastern. Und dann in Vers 6, das ist ein Strophe, finde ich nicht in der Plattdeutsche, was wir im ersten Brücken tun, aber wir finden die im Spanischen, wir finden die auch in der Englischen. Und da sagt es steht. Dann seht er mit Zittern und Schrecken, Herr, was wirst du, dass ich tun soll? Aber hier hat er dort ganz klar, was er tun will. Er ging sein einen Willen nu. Sein eigenes Verständnis und für die Religion, wo er, wenn abgebracht wird, dafür iwert er mit alles, was er hat. Aber nu, dass er antwortet, werdet wir was vom Himmel zu arm reden deed. Er nahm am Fuß Herr, und er fragt, was wirst du, dass ich tun soll? Nicht mehr mein Willen, aber was ist dein Willen für mein Leben? Und dann sagt es so wieder, und der Herr antwortet ihm, steh ab und geh in die Stadt nehmen, dann wird dir gesagt worden, was du tun sollst. Kurz als er ging, in dort was an wie gesagt worden, er stand Fuß ab und ging in die Stadt nehmen. Kraxis an wie gesagt worden. Von hier an sei wie der Apostel Paul sein Leben wie nicht mehr, was er will. Dass wir von hier an wieder immer, Herr, was wirst du, dass ich tun soll? Das hat er ganz klar, und er dreht nie nicht dreh. Und dann auf das Verfallung bringen deed, und dann als er gesteinigt wird in die Stadt rückgeschleppt,
Hij rent niet weg en probeert zijn eigen leven te redden. Herr, wat was du dat ik doen zal? Zijn willen wie nu onder God zijn willen gekomen. Dat handelt zich niet meer wat zich goed vielen te aan. Hij had niet meer een list, wie we het vielleicht een bucketlist nennen. Hij had niet meer zo'n list. Hij had een list, wie was één ding boven. En dat is, dat hij dat doen en verrichten wil, wat de Herr Jezus voor hem gepland had. Dat was het einzige wat op zijn list was. Hij had zijn willen ganz opgegeven en nu Jezus zijn willen aangenomen voor zijn leven. En dat bracht een ganze verandering in zijn leven. En Lucas kapitel 9, vers 61 en 62, hier zegt Jezus, wat dat wordt brücken, am nu te vallen. In Lucas kapitel 9, vers 61 en 62, zegt het dan zegt nog een andere te aan, Herr, ik wil die nu vallen, aber laat me eerst gaan en van mijn familie afscheid nemen. Jezus zei te hem, wer zijn hand om plug legt en dan terugkijkt, is hem Gottes Reich niet te brücken. Het probleem weer niet dat deze man wil afscheid nemen van zijn familie. Dus niet erg met afscheid nemen van onze familie. Het probleem hier is Uber. Ik wil die nu vallen, Uber. Uber meint, ik heb een bedingung. Jezus zegt, wer mij nu vallen wil en nog een bedingung zet, der is niet te brücken in het Reich Gottes. Bloß die, wat zegt, nicht mein Willen, aber dein Willen soll gedaan worden. Bloß die is te brücken in het Reich Gottes. Dis man die wil, hij zegt, ik wil die nu vallen, aber hij had nog een bedingung. In Jesaja, kapitel 6, vers 8, de profeet Jesaja had den Herrn bejegend aan een großartigen weg. Hij had den Herrn zijn herrlichheid ervaren. Hij had zichzelf te zijn gekregen, wer hij weer en wo hij weer. Hij bekend dat en de Herr reinigt hem. Kraxus 1. Johannes 1, vers 9 zegt, wenn wir onze zinnen bekend, dan is hij treuengerecht, verjaft ons onze zinnen en reinigt ons van alle ongerechtigheid. Hij had het hier ervaren. En dan hield hij een stem, in Jesaja 6, vers 8, zegt hij, ik hier den Herrn zeggen, wem zal ik schicken? En ik zei, ik zie hier, du kannst mich schicken. Ik zie wellig. En de Herr schickt aan. En hij deed den Herrn zijn arbeid. En wie würden von jou sagen, hij was een van de grootste profeten, wat Gott brücken deed. Geen profeet heeft klarer geprophezeit van Jezus zijn komen, als de profeet Jesaja. Hij wil wellicht zijn ene willen af te zijn en zegt, hier zie ik haar, du kannst mich schicken. Geen Uber, bloß hier zie ik. In Jesua kapitel 24 lezen we van Jesua, wat Moses zijn plaats had genomen als Moses starf. En hij had ook een verlangen, hij had een entscheidung gemerkt. Hij had zijn willen onder God zijn willen gebracht. En hoor maar wat hij te zijn volk zeggen deed. Jesaja 24, vers 14 en 15. Door wij dood nu den Herrn verrichten, in arm tru en oprechtig dein, in trantjun van alle jata, wat june voeders, en jant ziet van Ufrat,
in Ägypten gedient haben, und dient den Herrn. Gefällt jünt dort aber nicht, den Herrn zu dienen, dann wählt jünt. Wählt jünt von der, wem die dienen wollen. Der Jätter, was jüne Vordersch und Jan Süd Ufrat gedient haben, oder die Amariter, der Jätter, in der Land jüne wohnen. Ich aber, in der, wo zu mein Haus gehören, wollen den Herrn dienen. Eine Frau te an, was will je? Und het leidt voor jou, de vrouw als te ons ook. En de Herr vraagt ons ook, wat wil je? Wat is je ziel? En je metelt, makelt je, schijnt het leven nog te leven, de eeuwige deel wat we hier nog zijn? En mijn bucketlist nog ervaren, al deze dingen had ik me vergenomen, die wil ik nog ervaren, als ik van deze eeuw wacht. Wat is mijn ziel im leven? Wat wil ik? Hoe lang is de list? Jezus zei, ik heb een entscheidung gemaakt. Ik wil den Herrn dienen. Ik en al die wat te mijn huis gehören, wo ik even te je beiden heb, wie willen den Herrn dienen. Wir können den Herrn nicht anders dienen, wahrhaftig, bitte wir tun das wahrlich. Uns Willen spielt so eine große Rolle in uns Leben, dass ich uns nicht mal so feststellen. Stellt euch vor, die von denen wir befreit sind, was von eurem Leben würdet ihr haben, wenn ihr das wüssten, dass der einzige Ursache, wo wir einen jungen Partner mit jünger Wohnheit, wir wenigstens, der hat ein Papier unterschrieben, und der hat ein Zertifikat, was er sieht, die sind befreit. Wie Matten. Wo scheint wir das gehen, mit so einem Partner zu leben, dass du wirst, wie bloß du willst, du musst. Wird nicht ein schönes Leben sein. Aber wenn zwei Personen sich anwählen und sagen, ich will dort gut merken. Ich will dort ans das soll schein gehen. Dann jaft das eine schöne Ehe. Aber wenn bloß eine Person nicht will, dann schafft das nicht. Der Willen spielt eine sehr, sehr große Rolle in uns Leben. Gott hat uns den Willen gegeben und er respekt unseren Willen und er gibt uns die Folgen davon, so er all hat und verrückt sein lassen. Vielleicht sind hier von der Sonne, die haben mal eine Entscheidung gemacht, ich will den Herrn nur folgen. Aber über dem sind die Umstände gekommen, in Menschen vielleicht, die nicht nur Gott sein wollen, leben, die haben uns probiert, tot zu sein, Schwierigkeiten in uns Leben gebracht. Und vielleicht haben nur gelassen, sind unmutig geworden, und nu ist da was zwischen gekommen, nu sind wir zurückgebackt, haben nur gelassen, und dann nicht mehr mit unseren Willen den Herrn dienen, so wir mal dienen. Dann ist es wichtig, dass wir das anerkennen, dass wir Buße tun, in unseren Willen wahre Begen unter Gott. In 1. Samuel 12, Vers 10 sagt es, und sie raubten den Herrn an, dass er helfen soll, und sehen, wir haben gesündigt, in uns von die Herr weggedreht. Wir haben die Bilder von Baal und Ashtaroth gedient. Halb uns nu von unserem Feind ihre Macht, und dann wollen wir die dienen. Seht ihr, was Gott hat getan? Dit Fall hat sich weggedreht, hat sich eine andere Jette gedreht. Und nu hat Gott lassen ihre Feind übernehmen und ihr das Leben schwer merken.
Nu, unter diesen schwierigen Umständen, bühen sie sich vom Frischen. Sehen sie, wenn du uns helfen willst, nu werden wir die dein. Oftmals lässt Gott in uns Leben die Folgen von unseren Entscheidungen, von unseren eigenen Willen erfahren, sodass wir ein Einkommen mit uns selbst, sodass wir uns weiter anwählen, sein Willen zu tun. Gott tat das. Als Gott durch Moses das Gesetz gab für Israel, dann sieht wenn die das nicht holen wollen, dann wo ich Leuten Schwierigkeiten und Troubles in ihrem Leben dann kommen, und wenn die danach nicht wollen, bis sie tun, dann wo ich das noch 7-mal so sehr tun. Und wenn die danach nicht wollen, beten, dann wo ich das noch 7-mal tun. 4-mal der dort wiederholen. 49-mal wird dort verdoppeln. Wo wir? Bisher haben sie sich 3 nur am kommen. Aber sie sollen dort wahrlich tun. Gott der Dinge in uns Leben bringen, um uns wahrlich merken, am nu zu folgen. In das Volk Israel, wir nu bei dir kommen, will sie unter große Schwierigkeiten, unter großen Druck werden, in großen Eidleck, sehen sie, wie wollen die dein. Und du uns raten, was ich unsere Finger machen, dann will wir die dein. Gott kann uns wahrlich merken. Aber er wird dort nicht jeden unseren Willen tun. Wenn wir nicht wahrlich sind, wahrlich zu merken, dass er uns wahrlich merken kann, dann wird er dort nicht tun. Er wird dort erschweigen. In Nehemia Kapitel 1, Vers 6, da wir Nehemia bekannt, wo das mit ihm in sein Fall gestanden. Sie wären auch angehorsam gewesen. Wir in ihren eigenen Willen neu gegangen und hatten nicht Gott treu gedient, was er gesagt hat. Und er hat gesagt, dass wenn sie anwurden antreu sein, dann würde er lassen fremde Völker entkommen, Armeien und würden gefangen nehmen. Und das ist klar, was passiert wird. Nehemia wir nu in Babel, wir in Sklav, zu den König durch. Und dann hier ein Bereich von seiner Freundschaft, wo das dort trägt wird, dass er sehr eidlich werden, dass er nicht mehr Gott sein Sehen ab sich haben. Und dann bet Jesus das in Nehemia 1, Vers 6. Betet zu Gott und sagt, lass deine Ohren doch herhorchen, in deine Ohren upsehen, dass du deine sein Gebet hörst. Wat ik voor die dag en nacht verdienen deiner der Israeliten beten do. Ik bekan de Israeliten ihre Sünden. Wat wie und die gedaan haben. Ich, auch mein Vater, seine Familie, haben auch gesündigt. Er teilt sich selbst damit an, bekannt auf was das ist. Und kurz nur das lesen wir, dass Gott hier sein Gebet. Als er für den König kam, als ein Sklav, er hat bei seinen eigenen Willen, er wir ganz bedwungen, den König nur zu dienen. Und dann sagt der König zu ihm, was fragst du? Gott hat ihm, der aufgemerkt, weil er demütig vor Gott kam, er beugt sich vor Gott, und Gott gab ihm, was sein Wort nur verlangen deed. Und er kann zurückgehen nach Jerusalem. Die Stadt war abbauen, und Gott sein Namen war verherrlichen dadurch. In Jesaja 45, Vers 22, sagt Gott es dit. Dort, was je haben Orach getan, lot ich verschwingen aus einer Wald. Jene Sünden nehm ich wach aus den Däv. Kommt weiter nur mir, wils ich sie da, wer jünd rat. Gott sagt, er ist reid, die Troubles in unsere Sünden wach zu nehmen. So ist eine Wald verschwingen, also ist der Däv
von der Sonne abheeft, sagt er, so sie ich reid, jünt, jene Sünden zu vergeben, und jünt zu raden. Wenn die bis vor ein Trick kommen. Und wir müssen einmal erst anwählen, treten kommen, in Arm, dort ganz zu übergeben. In Jesaja 30, Vers 18, sagt er durchab, dass er jünt genug bewiesen kann, lügt der Herr nur jünt. Er merkt sich reid, dass er jünt kann jenstig sein. Der Herr ist ein Gott, der nun reich kickt. Seilig sind die, die ihre Hoffnung auf ihm haben. Er steht reid, sagt er lügt, dass wir kommen wollen, so dass er uns kann genug beweisen. Er will Gott sein Gerecht über uns bringen. Du weißt, vertragt er so lang, sagt er. Er hat nicht sein Versprechen brechen. Er vertragt lang, er ist geduldig, er lügt, dass wir wollen anwählen. Und wenn wir einmal anwählen, dann er ist willig. Und dann können wir ein Verhältnis haben, was wirklich wundervoll ist, was lebendig ist, was schein ist. Er will so ein Verhältnis haben mit uns. Aber wenn es ein einsiedelt ist, dann ist es nicht vollkommen. Er lügt, er raubt und er wacht, dass wir kommen wollen in uns anhängen, uns anwählen zu ihm, sodass er kann sein Willen in uns erfüllen. Und er hat einen guten Willen, was er geplant hat für uns. Er sagt in Epheser 2, Vers 10, dass er kurz nach dem, in Vers 8 und 9, sagt er, wir sind durch Gnade geraten, nicht durch unsere Werke, das ist eine Gabe Gottes. Und dann sagt er, und er hat uns, für uns geplant, gute Werke zu tun, was er all im Verrät geplant hat. Er hat einen guten Willen für uns, aber wir müssen uns einmal anwählen. So als Jesaja, so als Nehemia. Anwählen, seinen Willen zu tun und unsere eigenen Willen abzugeben. Gott sein Versprechen in 1. Johannes 2, Vers 17 ist das. Die Welt, in was du bist, ist, wird vergehen. Wer über das, was Gott will, wird ewig bleiben. Das ist sein Versprechen. Wenn wir bis wir dort uns beschäftigen und besorgt sind, dort, was von dieser Welt ist, dann wollen wir immer ladig in Kart kommen. Wir wollen heimlich die volle Erfüllung und die volle Friede erfahren, was Gott für uns gemacht hat. Weil sie sagt, dort wird alles vergehen. Du weißt, Jesus sagt, jene Horten, ob die Dinge, die boven sind, nicht, was hier unten sind. Das sind die Dinge hier unten, die werden vergehen. Dort, wo der Boven ist, dort wird ewig bleiben. Die Welt und was der Band ist, dort verjährt. Wer über Gott sein Willen tät, der bleibt für ewig. Der wird ewig leben. In Lukas 9, Vers 23 sieht Jesus das steht. Dann seht er an alle. Wer mit mir mitkommen will, muss von sich selbst verjähren. Und täglich sein Kreuz auf sich nehmen, in mir fallen. Wirklich in Jünger Jesus zu sein, sagt er, muss wir unseren Willen abgeben. Das, was meint, uns Kreuz abnehmen. Unseren Willen abgeben, in sein Kreuz ab uns nehmen, in Arm nur fallen. Sein Vorbild in Philipper Kapitel 2, haben wir Gott. Was sagt er, er dort so aus Gott sein, nicht festhalten, er leitet los. Er tragt sich dort aus und kam rauf und wird so als Mensch geboren. Und als ein Mensch demütigt er sich und wird ein Diener. Er sagt, ich bin nicht gekommen,
bedankt te zijn, over hem dein in mijn leven te geven. En dat is wat hij deed. Hij zegt, van wie mijn gingen zijn wel, die moet ook zo staat doen. Die moet zijn eigen leven opgeven. Wellig zijn dat los te laten, niet mijn willen, sondern dien willen zal gedaan worden. Ik hoop dat als ons alle, ons gebed hier van jou, dat we willen God zijn willen doen. En wanneer we wollen, dat wordt een verandering brengen in ons leven, in onze familie, in onze omgeving, in de kerk, ook op een missionsveld, wil meer mensen worden gaan. God heeft al geroepen dat we gaan zullen, maar vele van ons leven, we kunnen niet. Nou, we in stad en we in stad, ik ga gouden uur zitten waar we niet gaan kunnen. Tien en ik hadden ook een deel uur zitten waar we niet kunnen. Maar als die dag komen, wie zeggen haar niet ons willen, dien willen zal gedaan worden, dan vangen we uit wat zijn willen weer. Dan wordt het zeer klaar wat we doen zullen. Ik wil ons moeten spreken en oproepen dit ons gebed te merken. Psalm 143, vers 10. Waar we dort ons gebed merken en zijn wat de Heer doen wordt. Psalm 143, vers 10 zegt, leer mij dienen willen te doen. Wils du bist mijn God, mag dien goede geest mij op einen gelijken weg leiden. Zou we wellig dit ons gebed te merken? Leer mij dienen willen te doen. Dat je bloos dat woord hier helpt ons niet. Dan zijn we vergeetzame Heren. Dan zegt Jezus, we zijn zoals einer, der am Spiegel kijkt en dan van de weg gaat en via het voet wordt am leidt. Denkt u euch wieder even nu. Aber wer in zijn woord kijkt en dat werkelijk een poort van zich merkt, dat in zich wonen laat, zoals in einem Bliff, zoals een oost en de wienstuud, die wordt leven, die wordt vrucht brengen. Leer mij dienen willen te doen, wils du bist mijn God. Mocht dien goede geest mij op een gelijken weg leiden. En dan Matthäus 6, vers 10. Laat dien rijk komen en laat dien willen hier op eerd gedaan worden, zoals de in hemel ook dat. Mocht dat ons gebed zijn. Laten we nog alle te beden. Herr God, we prijzen en loven die God, du de eeuwige Schöpfer, der du ons gemerkt hast in dien ebenbeeld en hast ons die Eigenschaft ook gegeven, wat du hast, dat we een vrije willen hebben. We kunnen ons wählen. We kunnen ons wählen, wem we dein willen. Aber we kunnen niet twee Herren dein. Dat hast du al ganz klar bestimmt in dein Wort. Aber wir danken die Herr, dass du so geduldig und barmherzig und gnädig bist. Du weißt nicht, dass irgendwer soll verloren gehen. Du weißt auch nicht, dass irgendwer dort vermissen soll, was du reingemerkt hast. Nicht nur bloß für das Leben hier, aber für ewig. Und so du das arbeiten, du bringst Umstände in uns Leben in, uns willig zu merken, uns selbst oft zu sein, en ook zoals du ons steeds op ons te nemen om die nu te volgen. Herr, we beden, leer ons dienen willen te doen. En laat dienen gouden helden jes ons op een blikkenstich leiden. En mocht dien woord een
Licht sein auf unseren Weg in eine Lampe für unsere Feit, sodass wir sicher gehen können, und sodass wir auf ein von uns Leben auch können sein, so als du, Herr Jesus, sagst zu deinem Vater und so als der Apostel Paulus auch sagt, ich habe die Arbeit vor dich gemerkt, was du mir hast gegeben zu tun. Herr, so dass wir auch können mit Frieden, nicht mit Furcht oder Schande, aber mit Frieden, die entgegenkommen, wenn die Zeit aufgerannt ist, was du uns gegeben hast. Wir danken dir und loben und preisen dir für was du getan hast, die gute Arbeit, was du an uns angefangen hast. Herr, möchtest du uns immer weiter willig merken, uns die zu übergeben, sodass du kannst dort erfüllen, was du angefangen hast und was du was tun in uns Leben. Dort beten wir im Namen Jesus. Amen.